Heute mache ich das erste Video Lolas Live. Und da haben wir da unsere Sisi Lola. Sie ist jetzt gerade ein bisschen mit ihrem Wolf am Spielen. Oder respektive mit meinem Plüschtier-Wolf. Ja. Und zwar habe ich euch gefragt, so vor ein paar Stunden, ich weiss, ich mache das Video jetzt kurzfristig, dass ihr mir eine Frage über die Lola schicken. Und ja, ich tue sie jetzt beantworten und dann legen wir los. Und zwar habe ich jetzt mein Handy. Ich werde euch schon mal die ersten paar Fragen vorlesen und beantworten. Und zwar ist die erste Frage, wie alt ist sie jetzt denn? Sie ist bald 6 Monate alt. Und da kann man gerade noch die anderen 2 Fragen dazu nehmen. Und zwar, wie groß soll sie werden? Was für eine Rasse ist sie? Ich habe es schon beim ersten Video schon erzählt. Und zwar ist sie ein Pomsky, oder? Und zwar ist sie ein Pomsky und ja, das ist eine Mischung zwischen einem Spitz, hier nochmal ein Bild eingeblendet und zwischen einem Husky. Ihr kennt wahrscheinlich einen Husky auch, aber trotzdem hier noch ein Bild. Und ja, was hast du denn vorne, Schätzeli? Und ihre Mami war eben halt ein Husky und der Papi war ein Spitz. Geht aufs ein, wenn ihr nochmal möchtet wissen, wie genau. Und ja. Dann ist die Lola verspielt. Ja, die Lola ist sehr verspielt. Manchmal hat sie so einen Tick, wo sie gerade so durchdreht, wie sie ein bisschen Knochen. Dann wirklich ihre Pupillen sind mega groß und dann spinnt sie halt umeinander, beißt und so. Ich habe hier von ihr gerade noch alles. Ah ja. Da habe ich etwas bekommen. Ja, da, dann hängt sie hier irgendwie mit dem... Da sieht man es hier. Dann hängt sie irgendwie hier mit dem Zahni und ja. Lola die hat auch Platzkasse, wenn man Goodies gibt. Dann eine Sitzkasse, dann kann sie auch Viertel geben und High Five. Und das würde ich euch jetzt auch zeigen. Ja, ich bin jetzt hier unten. Sie schauen mal. Und jetzt habe ich Goodies genommen. Sie hat am liebsten von der Marke Harmony. Sie lügt ja. Ja, warte, ganz ruhig. Okay. Okay, Platz. Dann Sitz. Sitz. Gib High Five. Yay! Bibi. Bibi. Dann wird das die üben wir halt auch. Dann üben wir auch manchmal, dass sie dass sie mitläuft. Komm, rauf. Hallo. Komm, rauf. Sitz, Lola. Komm rauf. Ja, brav, wie schön. Ja, schön machst du das. Ja, schön. Ja. Aber das macht weh. Aus. Das wird ja verschwinden. Ich habe keine Goodies mehr, schau. Und das schon Abschlag ist schon klar. Okay. Wir noch einen Versuch machen. Hallo? Gib mir Five. Hallo? Mal Platz. So. Mal Sitz. Jetzt mach ich so mit, hä?
kannst du gut. Ja, wie brav, wie du? Bist du fein? Bist du fein? Ich kann nicht mehr. Aua! Das wird ja verschwinden. Jetzt die Kamera läuft. Au! Du spielst wieder. Ich will. Au! Sieht aber ungern, wenn man halt so heult sozusagen. Warte, ich mach's nochmal und zwar schicke ich jetzt da weg. Ja, hoi. Und jetzt fange ich an zu heulen. Ja, und sie hat auch viel. Lola. Komm mal raus. Sie hat auch schon alle ihre Zähne verloren. Dann. Da kann man vielleicht zeigen, wenn sie schön still hat. Das. Da alle Zähne hat. Da. Und sie hat auch viel mehr Schwarz da bekommen, ja, viel mehr dunkles Fell. Und der Schwanz ist auch viel buschiger geworden. Und sie ist auch viel größer geworden. Eigentlich sollte sie gar nicht so groß werden, sondern eigentlich sollte sie nur so bis 35 cm groß werden. Aber sie ist jetzt mehr als 40 cm groß. Das heißt, sie hat sehr viel vom Husky. Das sieht man eigentlich auch an ihrem Fell und an ihrem Aussehen. Aber man sieht auch hier Fellfarbe, das hier, aber hier, die Farbe hier, hat sie von ihrem Papi. Weil der Papi, der ist halt so beigefarbig, so Ding. Und ja, ich blende euch jetzt ein kleines Video ein, wo sie noch gar nicht bei uns war, weil sie kommt aus Irland eigentlich. Sie spielt sehr gern. Ja, Baby! Was war ich? Ja, Baby! Ja, Baby! Ja! Meine. Was meinst du, Lena? Es ist einfach so herzlich. So mega die schönen Zähne. Was jetzt schöne wie sie sind. Wir gehen aber halt ihre auch. Die schmeckt auch nicht aus dem Mund zum Beispiel. Okay, jetzt schmeckt sie halt noch, weil sie aber ihre neuen Zähne bekommen hat. Schmeckt sie halt ein bisschen blutig aus dem Mund. Aber das geht wahrscheinlich weg. Wir geben bei ihr immer Trockenfutter. Das heisst kein nasses Futter, weil das sollte ja am meisten den Geruch halt anregen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen mit Lola. Und lasst einen Daumen da, wenn ihr weiter so Videos wollt. Und dann bis zum nächsten Mal.